Hi, grüß euch. Ich bin der Markus und ich bin mit dabei. Das ist die Nikon. Die ist auch mit dabei. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. Zwei Freunde am Hintersee, bei norddeutscher Spaß wie eh. Der Berg, der Strand, der See so klar, mit der Kamera, das wird wunderbar. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. Der Leberknödel und der Suppenknödel, die haben sich nicht vertragen. Da hat der Leberknödel den Suppenknödel vom Tisch obergeschlagen. Thorsten Engemann und der Pixel. Thorsten Engemann und der Pixel, das wäre Schwarm mit der Kamera in der Bratzen. Leberknädel, Butterbresen, Leberkass, Weißbier, Schweinshaxen. Leberknädel, Butterbresen, Leberkass, Weißbier, Schweinshaxen und Ahoi mit Bier. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. Jetzt aber. Hi, grüß euch, servus. Und habe die Ehre. Nein, der Uwe ist nicht mit dabei. Aber es ist jemand anders mit dabei. Und zwar verrate ich das nicht. Wenn ihr wisst, wer das ist, schreibt es in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ihr kennt ihn. Auf alle Fälle begnadeter Fotograf, von dem ich auch schon ganz viel gelernt habe. Ich freue mich brutal, ganz spontan. Haben wir uns verabredet. Wir fahren an den Hintersee. Gut, jetzt war ich schon ein paar Mal am Hintersee, aber ich möchte es als Herausforderung nehmen. Und zwar möchte ich das allererste Mal mit meiner Nikon schwarz-weiß fotografieren. Ich habe das noch nie wirklich gemacht, nur in schwarz-weiß. Mit der Analogkamera. Die Challenge vom Lichtsetzer Thorsten damals habe ich gemacht mit analog schwarz-weiß Film. War schon eine Herausforderung und wir fahren an den Hintersee. Vielleicht später auch noch St. Sebastian. Die Kirche nochmal anschauen. Im letzten Video habt ihr es ja gesehen mit der einen Perspektive. Wir wollen schauen, ob es da vielleicht noch andere Perspektiven gibt. Und ich muss jetzt schauen, wie ich das eigentlich mache. Wird das jetzt eigentlich in Farbe aufgenommen oder muss ich die Nikon in Schwarz-Weiß umstellen? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal, ich muss das irgendwie auf Schwarz-Weiß umstellen, dass ich das auch dann live im Sucher erkennen kann. Schwarz-Weiß-Fotografie, schätze ich mal, ist ganz wichtig, mit Kontrasten zu arbeiten, weil einfach die Farben wegfallen. Und ich bin gespannt. Ich nehme euch mit und viel Spaß. Nochmal vom Hintersee sogar. Also, Ankunft 9:54 Uhr. Komme ich 5 Minuten zu spät. So, jetzt geht's auf Richtung Hintersee. Ich freue mich schon brutal. Wahnsinn. Am Sonntag habe ich mal Absage gekriegt von der Wohnung. Hier war am Samstag eine total schöne. Abbiegen, um auf Obere Hammerstraße zu bleiben, dann links abbiegen auf Frühlingsstraße. Also ich habe mir am Samstag eine wunderschöne Wohnung angeschaut. In Inzell, Max-Eicher-Stadion in Sichtweite. Links abbiegen auf Frühlingsstraße, dann rechts abbiegen auf Herzog-Otto-Straße. Riesengroßer Balkon mit Bergblick, Markisen. Tolle Wohnung, sogar komplett eingerichtet. Nagelneue Küche, alles mit dabei. Von Spülmaschine bis Mikrowelle, Auf alles. dieser Route werden Straßensperrungen auf der B306 umfahren. Straßensperrung, alles klar. Du befindest dich auf der schnellsten Route. Ankunft 9:55 Uhr. Ich war mir eigentlich total sicher, dass das klappt. Ich war mir total sicher. Dann Also rechts abbiegen auf Ludwigstraße. so viele Stoßgebete habe ich im Leben noch nie hochgeschickt. Und am Sonntagnachmittag ist dann die WhatsApp-Nachricht gekommen, dass sie sich für einen anderen Mitbewerber entschieden haben. Das hat mich so runtergezogen. Also so, Rechts abbiegen auf Ludwigstraße. danach war ich erst einmal fertig. Friedrichstraße. Naja, deswegen bin ich ganz froh, dass ich heute mal rauskomme, bei jedem Tag. So, also auf alle Fälle fahren wir jetzt schnell zur Tankstelle, weil wir treffen uns ja mit jemandem. Wenn ihr beim Intro genau aufgepasst habt, glaube ich, wisst ihr das schon, wer das ist. Nach 300 Metern links abbiegen auf Rosenheimer Noch Straße. verrate ich es nicht. Und jeder Besuch kriegt ja von mir eine knusprige Butterbrezen zur Stärkung, vor allem wenn wir den ganzen Tag draußen sind. Und deswegen fahre ich schnell zur Tankstelle und dann gibt es eine Butterbreze.
So, jetzt fahrt ihr zur Grütze 5. Ach, wisst ihr was, ich glaube, ich nehme 2 Butterbrezen. So, schauen wir mal, Tankstelle. 2 Butterbrezen. Nach Norden Richtung äußere Rosenheimer Straße starten. Dann So. links abbiegen. So ein Scheiß. So wie der Tag gestern angefangen hat, so hört er heute auf, oder was? Jetzt haben die keine Butterbrezen, aber heraus eine riesige Werbung war Butterbrezen. Gell? Also, jetzt wollte ich zwar Kasbrezen anbieten, aber der Kas hat schon ausgeschaut, als ob der 100 Jahre auf der Brezen draufklebt. Das muss auch nicht sein. Jetzt habe ich einfach normale knusprige Brezen mitgenommen. Und jetzt, aber zacki, zacki hier. 1 Minute 37 Sekunden später. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt haben wir uns getroffen. Ihr wisst ja immer noch nicht, mit wem ich mich getroffen habe. Ich verrate es euch auch nicht. Vielleicht kennt ihr ja auch den Kameraden. Hallo. Das Lustige ist, jetzt muss ich euch eine Geschichte erzählen. Total irre. Wir haben ja gestern telefoniert, gell? Die habe ich gerade auch schon erzählt, die Geschichte. Super. Und Thorsten hat gemeint, ja, so Hintersee wäre ganz interessant und er möchte mal Schwarz-Weiß machen. Noch so einen bekannten Fotografen, Adam, wie heißt der Adam? Emsler. Ansel Adams. Genau, so ungefähr. Und dann sage ich, Thorsten, du halt stopp, jetzt wird's gruselig, weil jetzt bin ich zum 4. Mal am Hintersee und ich habe auch überlegt, Schwarz-Weiß zu fotografieren. Also das Ende vom Lied ist, wir stehen jetzt da am Hintersee und fotografieren jetzt Schwarz-Weiß. Für mich ist das erste Mal Schwarz-Weiß-Fotografie. Aber ich habe einen guten Lehrmeister mit dabei und das wird dann schon klappen. Also ich schalte jetzt komplett um auf Schwarz-Weiß und wünsche euch ganz viel Spaß vom schönen Hintersee. Ja genau, da ist der Landschaftknipser. Da Holger, du bist bekannt.
Gleiche Frisur, schau. Siehst du? So Oder? Ja, ein bisschen Ähnlichkeit hat er schon. Du bist doch der Landschaftsknipser, ne? Steht doch Landschaftsknipser, definitiv. Ja, wie gesagt, vor 2 Wochen war da noch richtig Schneedecke, dann war es oben schon angetaut. Jetzt war es richtig scheiße zum Gehen, weil es glatt war. Aber was mir auffällt, jetzt wo der ganze Schnee weg ist, der ganze Müll. Aber so wenig Menschen unterwegs. Also im Sommer wirst du totgetreten. Aber da hinten steht ein Haus, das ist auch toll. Macht sie für Instagram Fotos? Instagram? Twitter? Ich habe keine. Soll ich Foto zusammen machen von euch? Ja, ja. Ups. Geht schon. Okay. So, vielen Dank. Gehen wir. Auslöser ist hier. Genau diese. Okay. Bitte. Dieser Blick. Mit die Berge vielleicht. Ja, ja. 两季节。 Moment. Aber stehen bleiben. Stehen bleiben. Ah. Ja. Vielen Dank. Bitte. Ja, perfekt. Cheese. Thank you. Dankeschön. Gut. Vielen Dank. Bitte. Ah. Hm? Bavarian Sky Pixels. Wie hat es dir gefallen heute? Super, war Hammer. Echt. Ja, ich fand es auch richtig cool. Sonne steht jetzt sehr, sehr hoch. Ist jetzt ein bisschen heftig hier, aber auch das ist ein Vorteil von Gras. Das stört ja nicht ganz so stark. So, dann mache ich auch schnell die Abmoderation hier. Ratzfatz, Aufnahme läuft so. Also, wir haben es jetzt geschafft. Also, Thorsten Engemann war's. Jetzt wisst ihr Bescheid. Hat Spaß gemacht. Ganz anständiger Kerl. Also, wenn man immer Breze mitbringt, ist alles in Ordnung. Dann ist der Mund voll und dann ist er Ruhe. Dann kann man die Ruhe hier schön genießen. Ne? Also, ob wir jetzt noch wirklich so gut waren wie unser US-Amerikaner, 1902 Baujahr. 1902. Wahnsinn. Gut, der hat natürlich auch viele, viele Jahre Erfahrung damit. Die können wir jetzt ja noch sammeln. Die können wir noch sammeln, genau. Also, ob wir so gut waren. Schaut beim Thorsten Engemann vorbei auf dem Kanal. Würde mich interessieren, wie seine Fotos geworden sind. Ich habe sehr viel gelernt, muss ich sagen. Und schauen wir, ob es ausreicht. Genau, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Was machen wir jetzt noch? Ratschen? Ratschen, natürlich. Ratschen, Wie es gehört. wie es gehört. Also, Servus, pfiat euch und habe die Ehre. Ciao, ciao.
Jetzt ist der Besuch vorbei. War super schön. Schwarz-Weiß fotografieren, richtig schwierig teilweise. Aber jetzt habe ich eine ganz tolle Idee. Ich habe mich hier die Kamera eingepackt. Und auf dem Rückweg werde ich jetzt einfach mal stehen bleiben, weil es ist kaum Verkehr. Und werde hier noch das ein oder andere Foto aus dem Autofenster schießen. Ja, beim Rauffahren habe ich nämlich gesehen, da gibt es so ganz tolle Motive. Und da werde ich euch jetzt noch ganz kurz auf der Heimfahrt mitnehmen und Fotos machen. Jetzt haut zwar die Actioncam am Kaut, kurz hier fix. So, also da muss ich jetzt noch mal ganz kurz stehen bleiben. Das nutzt jetzt nichts. Jetzt kommt der Hubschrauber. Den habe ich jetzt schon ein paar Mal fliegen gesehen. Jetzt schauen wir ganz schnell, ob ich den drauf kriege. Da fliegen jetzt momentan ganz viele schwere Hubschrauber. Ich schätze mal, das ist, dass die auf die Hütten fliegen. Jetzt kurz vor der Touristensaison. Ich schätze mal, da werden die Hütten jetzt renoviert und die ganzen Hütten da im Hochgebirge, Baumaterial, werden da mit Hubschrauber in der Regel raufgeflogen. Und die fliegen heute schon die ganze Zeit. Jetzt schaue ich mal, vielleicht fliegt der, ich schaue mal, wo der jetzt so hinfliegt. Das wird sich auf dem Video nicht erkennen. Der ist ganz da oben. Gegen die Sonne. Aha, Brennweite, ich möchte Brennweite. Also da bin ich auf die Fotos gespannt. Der ist komplett hier, ist der gestartet, drüber geflogen, hier vor den Bergen, dann hier auf den höchsten, da fliegt er wieder. Naja, vielleicht irgendein so Kontrollflug, keine Ahnung. Die wollte ja eigentlich an Thorsten Engelmann noch vorschlagen, aber wir haben uns jetzt so verquatscht. Schön. Ja, richtig schön. Ei. Ich trinke also Zuckerzeug eigentlich gar nicht, aber wenn du dich körperlich betätigst, ist halt von der so gute Energieschub. Ist sogar nicht warm. Jetzt muss ich bloß aufpassen, ich muss da rülpsen wie ein Eber. Das will ich euch nicht antun. Aber jetzt mal in Zukunft wieder ein bisschen längere Videos, weil so ich jetzt vom letzten Video mitbekommen habe, von den Reaktionen, kommen die einfacher besser an. Und ich finde es einfacher, angenehmer und echter. Genau, authentischer. Deswegen da kurz, jetzt kommt er wieder. Weil so 2 Minuten Video, Anmoderation, 3 Fotos zeigen, Abmoderation ist ja nicht das, was wirklich dahinter steckt. Aber eigentlich ist ja der Weg zum Foto das Ziel und deswegen möchte ich längere machen. Jetzt kommt der. Surah.
Hi, grüß Gott. Ja, genau, genau. Ah, perfekt. Genau, bei der Ex-Freundin. Also wir haben uns praktisch getrennt leider. Und jetzt suche ich heute dringendst eine neue Wohnung. So, ist das ärgerlich unterm Fotografieren. Ich habe gemeint, heute meinen Kopf freikriegen. Nein. Kriege ich gerade Anruf von der Wohnbaugenossenschaft. Leider ist momentan alles voll. Ich soll alle 2 Wochen bei denen mir auf die Webseite schauen und dann mich auf eine Wohnung bewerben. Ist der Tag schon wieder gelaufen. Du kannst machen, was du willst. Du bist so hilflos ausgeliefert. Gut, dann trinken wir jetzt mal Cola zusammen und dann geht's zurück. We look to the mountains. We don't care if it's only a dream. Nothing is really what it seems anyway. Now little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light we grow. And all the warnings, when you wanna be loved by everyone, you get fooled by anyone so easily. I'm lost. You say you're tired, so am I. But without you, I'm lost. I'm lost. Yeah, we can walk on water while the boats are leaking. Soon the walls will be giving in. Anytime now, anytime now. Another shrug of the shoulders. I guess I'll be walking